wer ist denn auf die Idee gekommen? Bedside Radio, ist das deine Idee in dem Fall? Ja, weil eben, wie gesagt, 99 habe ich das mal probiert. Und der Göll hat es nicht unbedingt, also nein, er hat einfach nicht wollen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar am Göll sein Favorit, der Song. Und wir haben etwas vorher erfahren von Marc persönlich. Und zwar, er hat gesagt, Bedside Radio sei noch nie, also sei dann nicht von Krokus gespielt worden im Hallenstadion. Es sei nicht auf der Liste gewesen. Das heisst, wir sind also die Ersten, die das Bedside Radio spielen im Hallenstadion. Unglaublich ist eine Weltpremiere im Hallenstadion. Weltpremiere im Hallenstadion. Bobo, heute im Hallenstadion ist ja nichts Neues für dich, aber mit dem Gölle und seiner Band. Was bedeutet dir das? Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat mit dem Auftritt, weil wir sind im November zusammen im Studio, haben mal ein bisschen gebastelt an einem Lied, jetzt sind beide nicht so sicher gewesen, wird das etwas. Und jetzt sind wir sehr glücklich mit dem Song und schön, dass wir den heute zusammen performen dürfen. Wir sind noch nicht so textsicher, aber es gibt sich dann schon. Du findest den Einsatz? Also bis jetzt ist es gegangen auf der Auflage, ja? Genau. Ja. DJ, er findet den Einsatz am Anfang bei Tell Me Why. Wir haben es so gemacht, dass der Trend eigentlich ein Durchgang mit der Gitarre durchspielt. Ah, okay, das ist Genau, und dann ist halt zu viel und weißt du, Ist jetzt das erste Mal eigentlich, wo du probst, jetzt beim Soundcheck? Ja, das allererste Mal. Wir haben noch nie geprobt vorher. Es hat sich nie ergeben, weil ich bin viel unterwegs war für das Album, das jetzt kommt. Und jetzt haben wir erst den Nachmittag schnell. 3 Mal haben wir das Lied gemacht, das reicht. Und ist es so ein Traum für dich, der in Erfüllung geht? Du hast immer gesagt, du willst irgendwann einmal mit einer Band auftreten. Jetzt hast du also eine Rockband im Rücken. Wie ist das für dich? Ja, ist geil. Nein, ist super schön. Die Jungs sind natürlich grossartig. Gölle hat sich da tolle Leute um sich herum geschart. Und es macht schon Spass, mit denen zu spielen. Es ist ein bisschen lustig, weil als ich das erste Mal mein Monitoring in die Ohren hatte, habe ich fast einen Gehörschaden bekommen. Aber das ist für die wahrscheinlich normale Lautstärke. Also ich höre noch ein bisschen leislicher. Aber es macht Spass. Dann du kurz vor dem Konzert. Ich sehe, du achtest auf gesunde Ernährung. Ja, du, eigentlich schon, ja, würde ich sagen. Ich habe mich einfach viel Salat habe ich gegessen. Das ist gut für den Magen. Jetzt nehme ich nur ein paar Rüebli und eigentlich schlage ich dann gewohnheitshalber nach dem Konzert fräse ich aber dann da den Moderator vom Weekend Music auf. Und das ist jetzt schon der zweite Klon. Oder? In Freiburg habe ich nicht gefressen. Jetzt fräse ich dann noch eins. Nervös. Ich bin meistens einen Tag vorher oder einen Tag nachher sehr nervös. Also gestern am Abend um 7 Uhr wollte ich fast sterben. Was habe ich? einen Tag nachher will man die bedrohen am Telefon. Ja, die 11'000 anderen. Ja, genau. Nein, so gesungen nervös schon natürlich, aber nicht, dass ich würde. Aber schon ein bisschen viel zu tun und das gibt eben schon noch ein bisschen. Aber Soundcheck-mäßig alles gut gelaufen, sollte kein Problem sein. Sollte kein Problem sein. Ich hoffe es. Es gibt kein Problem. Problem kann es immer geben, ganz schnell. Nur ein kleines Kabel, das bricht und nachher gibt es ein Problem. Aber das lösen wir alle. Das ist spätestens Ende des Konzerts, haben wir das auch aufgelegt. Es ist oben, das Stadionscheinwerfer gehen an. Nein! Jetzt hast du mich abgelenkt, hast mich gerade noch nervöser gemacht. Okay. 5-3, ja. Und dann mache ich gleich. Kann ich noch mal die Zeitlupe sehen von dieser Szene? Noch eine gute Stunde bis zur Show. Wie fühlst du dich? Ja, schon ein bisschen nervös. Schon ein bisschen.
excited. Und was hast du jetzt noch vor, bis es losgeht? Jetzt soll ich mal schauen, wo meine Familie ist. Jetzt gehe ich mal schauen, was sie sind, ob sie es gefunden haben. Ein bisschen rumhängen, ein bisschen den Groove reinziehen. Einfach ein bisschen sein, oder? Ein Käferchen trinken. Und du? Und ich suche jetzt noch ein bisschen Leute, die mit mir reden wollen. Du bist schon ein bisschen nervös. Es kommt langsam. So ich sage jetzt mal im normalen Rahmen. Also, ich habe jetzt, wie soll ich sagen, das Mineral habe ich noch einschenken, und unsere nasse Socken haben und so. Aber nein, ist gut. Es kommt gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Knapp eine Stunde vor dem Konzert, wie fühlst du dich? Ja, jetzt fängt es langsam ein bisschen an kribbeln. Echt den ganzen Tag ziemlich locker gewesen, aber jetzt merkt man langsam, jetzt geht es dann los. Ja. Aber kommt schon gut. Das erste Mal Hallenstadion? Ja, das ist ziemlich das erste Mal, ja. Schon ein paar Mal hören und immer träumt, ein bisschen da vorne zu stehen und heute mal schauen, was passiert. Ja. Wieso kommst du in das Gölle-Konzert? Ja, weil er gut ist, weil er guten Sound hat, gute Texte. Was erwartest du vom Konzert heute Abend? Spass, Fun. So weiss ist Schnee, vergessen was ist geschehen, yeah, und Flügel tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Du, guter Typ, mal gefällt mir. Klar, mit seinen Ecken und Kanten in mir alle, aber er versteckt sich nicht, wie die meisten da die durchgestylten Buben da, die Hip-Hop, das ist eben noch Heimat. Ich finde ihn sehr gut. Und das ist so, was mir imponiert bin. Man sagt, was er denkt, auch wenn es nicht allen passt, aber es ist gut. Ich hoffe, er bleibt so. Ja. Ich hätte noch viel Blöde da, wenn ich dann schon gewusst hätte, nichts auf mir beilassen, wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer habe. Ja, mein Schatz hat mit dem Morgen, wenn die Schule ausgegangen angerufen, ja, ich habe weggekommen, das Billett. Ich so, ja, warum nicht? Also, man nimmt den Göller-Wunger, wo ich sehe das erste Mal heute Abend. Sound, ja, live, ja. Ich bin ein bisschen Fan von ihm, muss ich sagen, mal wirklich. Und Berner ist, gleich wie ich. Das gefällt mir einfach. Ihre Lieder, gell? Ja, die Lieder sind wirklich gut, die Lieder von ihm. Sie wirklich eben, er singt noch Lieder, die wirklich einen Sinn haben, die Inhalt. Und nochmal ein Satz. Das ist wirklich super. Mir gefällt es gut. Und jetzt sind wir gerade vor dem Konzert. Wie fühlst du dich? Ja, ich weiss nicht. Also ich will jetzt, wie der Tom Beck gesagt hat, ich würde es jetzt nicht probieren mit Mineralwasser. Das fängt schon an so. Der Dings da unten, der Schü im Bauch. Schon ziemlich nervös. Hast du das immer vor dem Konzert? Nicht nervös, aber aufgerufen. Ja, sonst noch alle. Also schon. Genau. Aufgerufen. So. Das ist jetzt ein Hallenstadion ist noch ganz speziell. Ja, kannst du aber sagen. Das kannst du schon sagen. Vor allem ein volles Hallenstadion. Ja, es hat Leute. Schon leer ist speziell. Ja, es hat Leute. Schon leer ist es speziell, aber voll ist es noch spezieller. Und da haben sie extra vorne ein Ding gemacht, so wie ein Kindergarten. Das vorderste vorne alles kleine Menschen. Schön, oder? Es läuft noch 3/4 Stunde bis zum Konzert. Wie fühlst du dich? Nicht so gut. Aber es wird nicht so gut gepennt. Einfach, ich bringe jetzt Adrenalin irgendwie nicht nach. Aber es wird schon, jetzt werde ich langsam nervös. Und wenn ich auf der Bühne stehe, als näher ballen und tut und macht, ich glaube, dann geht es näher. Gölle, noch ein Wort noch. So kurz vor dem Konzert, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Kaputt, ich bin schon jetzt kaputt. Es ist leid, ich muss noch Zigaretten rauchen. Ich bin nicht ganz bleich, eigentlich. Es liegt noch drin. Hey, es ist leid, es ist leid. Bevor ich schaue, die Leute und so. Du musst halt noch ein bisschen warten. Und was erwartest du, wenn du jetzt da rausgehst? Ja, Herzbaracken oder ein Schlägchen oder so. Das sehe ich nicht. Keine Ahnung. Ja, jetzt halt Gladiatoren und jemand geht immer drauf. Ne? Ja, nein, nicht noch, nicht noch. Das gefällt mir gut, Beach. Aber zuerst sagen wir noch. Ja, cool. Bereust du es, dass wir ins Hallenstadion sind? Jetzt schon. Jetzt schon. Ich hoffe nachher nicht. Nein, haben wir gute Fans. So kurz vor dem Konzert, wie geht es dir jetzt? Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen nervös, gewiss. Aber ich probiere cool zu bleiben, so gut es geht halt.
Nein. Was machst du jetzt noch, bis es losgeht auf der Bühne? Nein, ich warte. Easy. Ich probiere cool zu bleiben und noch etwas trinken. Ich muss alle 10 Minuten arbeiten. Mit dem habe ich noch etwas zu tun. Aber wird schon schief gehen. Okay, was erwartest du jetzt vom Auftritt heute Abend im Hallenstadion? Das ist schwierig zu sagen. Also von mir persönlich, dass ich die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, kann spielen kann. Dass die anderen nicht zu fest flatterig sind und das auch können. Und dass die Leute wirklich eine gute Zeit haben, weil um das geht es ja. Also vor 5 Minuten ist das aufgekommen. So. Und jetzt meine Pose ist irgendwie so hoch, als würde ich Sport machen. Gerade so der. Dabei stehe ich auch einfach eigentlich nur so rum. Echt brutal. Das ist schlimmer. Kreislaufkollaps. Die Jungs müssen ohne Backing Vocals anfangen. sie ist noch auf dem Doktor. Sie kommt gerade zu sich. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber das ist ein schönes Foto, das ist ein bisschen beruhigend, oder? Das ist total herzig, musst mal schauen. Wer ist das? 2 Kinderli von Marc. So herzig. Ja, Wie heissen sie? Also der Bub ist der Luca, er ist jetzt 8 und der Kleine ist Juliana, sie ist 6. So herzig. Das ist mein Stolz. Ja, das verstehe ich. 2, 3. Ein Schwanz so weiss wie Schnee. Vergessen, was ist geschehen. Yeah, Flügel tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Ein Schwanz so weiss wie Schnee. Vergessen, was ist geschehen. Yeah, Flügel tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Zu jeder Lebenslage, die du hast, passt dir irgendein Text. Ob du jetzt traurig bist, ob du fröhlich bist, ob du willst gehen oder einfach, es passt immer. Nein, du musst anfangen. Komm jetzt mit. Komm jetzt. Komm jetzt. Nein, das geht nicht. Nein, sicher, das komm geht jetzt. Nicht. Nein, mach nur. Wieso ich allein? Sie ist auf dich gerichtet. Aha, okay. Ist wahr. So, komm, hilf jetzt. Nein, komm. 1, 2, 3. Ein Schwanz so weiss wie Schnee. Vergessen, was ist geschehen. Yeah, Flügel tragen sie so weit, weil es keine Grenzen mehr gibt für den Schwan so weiss wie Schnee. Yeah. Kathi, jeden Moment geht's los. Wie geht's dir? Es flattert wie wild, aber ich freue mich extrem. Also gestern ist mir eigentlich schlechter gegangen, heute freue ich mich vor allem. Ja. Was erwartest du, wenn du jetzt auf die Bühne gehst? Weiß es nicht. Nein, ich meine, es ist ganz anders. Also im klassischen Bereich haben wir meistens so ein kleines Publikum und sehen jeden Einzelnen eigentlich. Und das ist so fast schlimmer. Also weißt du, wenn du Personen siehst. So. Und so, da ist es eine Masse, es überwältigt einem, aber es ist lässig, das Fakt. Okay, kurz vor dem Auftritt, wie geht's dir jetzt? Immer noch gut, immer besser. Immer besser? Ja. Jetzt haben wir ja noch eine Vorband und dann kommt es schon gut. Vorband, schön gesagt. Von wann an sind ihr dann auf der Bühne? Vom 4. Song an. Dort kommt es dann richtig. Da kommt dann die Nervosität rein? Ja, dort schon. Ja. Sobald der erste Ton gespielt ist, ist es dann gut. Aber bis zum ersten Ton ist dann schon noch... Mal schauen. Okay, jetzt wollen wir es doch von der Barbara auch noch wissen. Barbara, wie geht es dir im Moment? Ich bin total nervös, wie immer. Wenn ich da raus schaue, noch mehr. Es ist unglaublich, es ist so cool, wie das aussieht. Es ist lässig, ich freue mich, aber ich bin grauenhaft nervös. Wie geht es dir so kurz vor der Show? Nervös. Jetzt hat man es. Überhaupt nicht. Und wie geht es dir? Mir geht es ausgezeichnet, ich freue mich auf die Show. Ich mich auch extrem. Aber heute bin ich irgendwie so ein bisschen nervös, ich weiß auch nicht wieso. Ist das schlimmer als Fribourg? Ja. Sledu, jetzt langsam die Nervosität voll da. Ja, schon, jetzt spüre ich irgendwie die Intensität der Leute und so. Ich hoffe einfach, sie sind gut drauf, weil wir möchten einfach nichts anderes als einfach abdrücken, einfach Vollgas geben. Vielleicht noch ein Wort zu deinem Anzug. Ist es nicht Konfirmation heute? Nein, es ist wirklich nicht Konfirmation. Es ist einfach so ein bisschen, ich weiss nicht, ich habe einfach gefunden, wenn du es mal machst, meine Mutter kommt morgen, und
Ich habe gefunden, ja, jetzt habe ich mal einen Grund, so etwas anzulegen. Und sonst würdest du auch nicht so schnell reinbringen. Und irgendwie so die ersten 4-5 Songs kann ich es noch aushalten. Ich bin mega nervös. Was machst du gegen Nervosität? Hast du irgendwas mitgebracht? Ja, das Mittel kommt. Und zwar das hier. Anlegen. Sorry. Und dann tun wir uns einfach jetzt die nächsten 15 Minuten einfach einwärmen mit Übungen. Und dann ist das gut. Der Göller und ich, wir machen einen Hit. Und der Hit nimmt jeder mit. Der Reim ist wunderschön und kein Shit. Und ich spüre schon den Föhn. Stöhn. Tell me why, oh tell me why. I am hurt so deep inside, don't make me cry. Tell me why, oh tell me why. Living love with you was just a lie. Tell me why. Another night, why do Also das Projekt Bobo Gölle finde ich eigentlich sehr spannend. Also ich habe den Bobo eigentlich nicht gekannt, persönlich in dem Sinn, und nicht genau gewusst, wie sie zusammen funktionieren. Aber ich finde, es sind fast Klonen. So. Nein, also es passt wirklich extrem gut zusammen, finde ich. Also es ist nicht irgendwie... Weißt du, dass jetzt da zwei extreme Welten aufeinander prallen. Ich sage jetzt mal musikalisch oder vom Arbeiten her. Oder? Also privat sieht es sicher anders aus, da möchte ich mich jetzt nicht äußern. Und also es ist absolut easy, sehr sinnig. You ran away, said I have to leave. And then you walked out that door. Die Symbiose DJ Bobo und Gölle finde ich sehr gut, weil der DJ Bobo hat gute Stücke. Ich finde eigentlich alle seine Hits von den Stück her gut. Und jetzt, dass da das Lado, DJ und Gölle daran geschafft haben und ein neues Arrangement gemacht haben, kommt die Handschrift über von der Gölle-Band. Und das hat total gepasst heute. Und es ist eigentlich noch recht schnell zu Potte gekommen und wunderbare Zeit gehabt auch. Also, komm, schneid, ich muss noch mal sagen. Nein, das ist etwas anderes sagen. 2, 3, 4. I don't know what to do. I can't believe our love is gone. You don't know what I've been through. What I've been through. Da müssen wir aber, weißt du, es geht nicht alleine, oder? Da musst du reinflicken. Ja, dann müssen wir flicken. Ja, das geht anders. Ah, zu schön, hä? Ja, das ist einfach ein Film, oder? Tell me why, oh tell me why. I am hurt so deep inside, don't make me cry. Also als ich das Telefon bekommen habe, dass ich die Aufnahmen jetzt mache mit dem Gölle und dem Bobo, habe ich mir zuerst gar nicht darunter viel vorstellen, weil jetzt zuerst habe ich nicht gewusst, ist es jetzt eine Platte für den Gölle oder ist es eine Platte für den Bobo. Und es hat sich erst eigentlich im Laufe der Produktion herausgestellt, dass es eigentlich eine Bobo-Platte ist, wo der Gölle mitmacht. Aber es ist interessant gewesen, wie sich die zwei eigentlich gleichwertig jetzt entwickelt haben zusammen innerhalb von dieser Produktion. Was wollen wir? Eine Ballade? Balladen oder wie? Was hättest du gerne? Wir können Blues nicht. Ein Blues? Okay, ein Blues. Super. Okay, ja. So, ich geht's rappen zum Blues. Das ist gut. Okay. Das Leben steht gegen im Weg. Der Typ ist doch völlig schräg. Spielen kann er auch nicht. Ja, ich habe Probleme mit dem Hufschmied. Mach du also. Okay. Und das Fernsehen ist da und stiert jetzt mit der Kamera. Oh ja, das ist der Kamera-Blues. Das ist nicht der Schuh des Manitus. Oh nein, das ist der Kamera-Blues. Oh yeah. Zweite Strophe. Gut. Wir essen unser Zeug aus dem Curryhaus. Und sie liefern vom 10 bis um 12 Uhr aus.
Und das gibt einen wunderschönen Blues. Pizza vom Morgen bis am Abend. Margherita, alles für die Schwaben. Aber Schweizer fressen so. Hat schon manchen Bauchweh bekommen. Das ist der Kamerablues. Und nicht der Schuh des Monitors. Ah, ja. Gölle. Wie ist es zum Gipfeltreffen Bobo-Gölle gekommen? Also wir haben einmal gesucht für etwas. Und dann plötzlich hat er uns gesucht für etwas. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt gemacht haben. Also es war so, wir haben einen Fax hin und her geschickt, Gölle sucht Bobo, und ich habe geantwortet, Bobo sucht Gölle. Und so sind wir zusammengekommen und haben nachher bei meinem Konzert im Hallenstadion irgendwie gemerkt, das könnte irgendwie passen. Und kurz darauf habe ich dann gesagt, dass ich eine Idee habe für eine CD zum 10-jährigen Jubiläum, wo ich mit Gästen Titel von mir mache. Und habe gesagt, ich habe einen im Kopf, der von der Art her sehr zu Gölle passen würde. Aber ich möchte da unbedingt in seinem Sound und nicht in meinem Sound. Und habe ihm nachher «Tell Me Why» am Telefon vorgespielt. Und der Gölle hat gesagt, gut, das ist Fakt, das machen wir. Und so ist das gegangen. Eigentlich relativ einfach. Für beide. Also, wir haben gesagt, machen wir und los. Die Idee ist von ihm gekommen, und zwar hat er gefunden, das war so seine Meinung, dass man aus diesem Song mehr machen könnte. Und er hat gefunden, der Song auf seiner Platte «Planet Colors» sei schlussendlich nicht so gekommen, wie er es sich, glaube ich, vorgestellt hat. Und irgendwie hat er einfach diesem Song eine neue Chance geben, und deshalb hat er den eigentlich gewählt. Der DJ Voda gibt es schon lange und ich habe ihn, Jesus Gott, wann habe ich den lernen kennen? X Jahre im Fall, bin noch etwa so gross gewesen, glaube ich, so. Ich habe ihn dann schon bewundert auf der Bühne und dachte, wow, macht der Show? Im Deutschen war das. Wir haben immer wieder so ein bisschen getroffen, halt auch an gewissen Konzerten. Ja, das ist ein Schätzchen. Ganz ein lieber Mann. You feel the same pain too. You walked out that door, the next rendezvous for you. I was the name of the game, insane. I feel like the man in the rain, the ones who blame, the one without a name. Standing on the end of the road, so ashamed and naked. There's no way through your heart. I guess that's it, so apart. I guess that's it. We're apart. Erzähl mir noch etwas über den Gölle. Der Gölle, Tod liebe sich. Ganz sensibler, ganz feiner. Hat ab und zu kleine raue Schalen, die er vorausschöpft, also vor sich her, so als Schutzschild. Aber ist ganz feiner und ganz sensibler. Toller Typ, sehr talentiert. Nicht nur als Sänger, sondern auch als Komponist. Eigentlich ein ganz grosser, der aber so tut, als wäre er eigentlich kennen. Was mir am meisten gefällt an ihm ist eigentlich, dass er völlig auf dem Boden ist geblieben. Er weiss genau, was er kann und was nicht. Und er kommt nicht rein, spielt den Chef. Und einfach, also viel normaler als Leute, die man auch schon als normal ja, betitelt. Er ist schon riesig. Wie hast du reagiert eigentlich auf die Anfrage, um das bei diesem Projekt mitzumachen? Ja, wie immer positiv. Also erstens finde ich jede Anfrage, ich fühle mich immer geehrt, aber ich glaube von zwei Grössen wie der Bobo und dem Gölle, wo irgendwie auf mich, wobei die Leslie hat eigentlich mich ein bisschen mitgezogen. Ich arbeite mit der Leslie für verschiedene Projekte und der Doar hat ziemlich mitgezogen und ich bin froh, dass sie nicht alle enttäuscht waren, als ich reingelaufen bin. So, oh nein, Tanja kommt. Und ja, ich habe mich geehrt gefühlt und ich mache es jederzeit wieder. Es sind viele Karten an der Wand. Und ich spüre mich hinter Backen zusammen. Und Badweiser ist an der Decke, das ist schön. Ich denke an diese Frau, stehen. Jetzt musst du wieder anfangen, dass ich reimen kann. Okay, ich fange an. Okay. Heute ist es nicht so schön draussen. Oh yeah, jetzt fällt mir nicht ein, so einen Stossen. Ich träume von einer Tosse.
Wie ist denn jetzt so die Arbeitsweise im Vergleich, wenn ihr für ein Göhlen-Album arbeitet und jetzt den Bobo-Song, wenn ihr jetzt den neu macht? Eigentlich ist gar nichts anderes. Also, er hat es eigentlich uns überlassen. Wir haben das Gleiche gemacht wie bei Göhlen 3. Wir haben es vorproduziert daheim, sind ins Studio gekommen. Die Musiker haben es schon bekommen auf CD zum Hören vorab. Und ja, von dem hat sich nicht viel geändert. Das ist eigentlich, die Arbeitsweise ist eigentlich wirklich die gleiche. Also für uns ist es sehr angenehm, mit ihm zu bügeln. Weil wir einfach so arbeiten können, wie wir es uns gewohnt sind. Es ist wieder ein neues Herentasten. Also du musst schauen, was ist er sich gewöhnt, wie zu arbeiten. Und er hat auch manchmal gestaunt, wie wir bügeln. Ja, du merkst einfach, wir arbeiten sicher, wenn wir drei zusammen sind, ganz anders als er. Also er macht sicher viel mehr auf dem Komp, es ist viel weniger Handwerk eigentlich, als wir machen. Oder? Er ist ein Sauhaufen, aber ein koordinierter. Witzigerweise, der TJ schaut, dass alles klappt. Er hebt ein bisschen die Fäden zusammen. Sie gehen viel mehr nach dem Bauch, während ich halt viel mehr Handwerk betreibe. Also ich weiss zum Beispiel, wenn ich Chör aufnehme oder Stimmen, dann weiss ich immer, erste Stimme, zweite Stimme, Oktavierung ist eigentlich immer festgelegt bei mir. Und da ist eher so, hey komm, wir könnten noch das machen und noch das. Es ist hier alles viel lockerer, nicht so festgefahren. Ich bin schon sehr ein bisschen festgefahren, habe ich gemerkt. Sie sind noch viel easier drauf als ich. Wenn du vergleichst den Song, wenn er vorher tönte, das «Tell Me Why», und jetzt die neue Version? Sie hat auf jeden Fall mehr Schmackes. Vorher war es so eine halbe Ballade und jetzt ist es so ein Pop-Song mit rockigen Einflüssen. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Ich wollte die Verbindung Bobo und Göhlen, dass der Song aber nicht nach Bobo tönt, sondern mehr nach Göhlen. Und das macht es sehr gut geworden. Gefällt mir natürlich viel besser. Von was her? Ja, es ist einfach, jetzt haben wir so Sachen drin, die fast ein bisschen an Run DMC erinnern. Also, es lädt aus seine Bretscher-Gitarre. Der kommt von mir. Die Idee war, ich möchte gerne eine ganz